Herzlich willkommen zu Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby und ich habe heute dabei den Kane. Habadere. Und wir besprechen halt einen Film aus dem Jahre 2008 und zwar Tropic Thunder. Und der ist gemacht worden von Ben Stiller. Und neben Ben Stiller, der selber in dem Film mitspielt, ist der Film vollgepackt mit richtig geilen Schauspielern. Es ist eine Komödie, kann man mehr oder weniger sagen, die einen Kriegsfilm zeigen möchte, beziehungsweise den Dreh von einem Kriegsfilm. Und genau, wir sprechen jetzt über diesen wunderbaren Film. Und da gleich mal die Frage an dich, Kani, wie hat er dir gefallen? Ja, gut. Ich hab den vor, keine Ahnung, wie viele Jahren das letzte Mal gesehen und hab mir eben als Vorbereitung für heute nochmal zur Gemüte geführt und war wie damals, war da wieder saulustig. Die Schauspieler, die da dabei sind, die du schon genannt hast, die sind halt wirklich, passen mit Faust aufs Auge in der Konstellation, wie es da diesmal sind. Und ich hab ultra Spaß gehabt. Und er ist vor allem der Anfang ist auf einmal unerwartet brutal. Da sind ein paar Sachen dabei, da schluckern sich ja manche. Aber an sich ist halt dann, der Ben Stiller spielt halt wieder den typischen Ben Stiller-Idioten. Und dem Affen, den kann ich sowieso immer zuschauen. Den finde ich fast ausnahmslos. Er hat zwar ein paar Ausreißer, bei denen man nicht taugt hat, aber ansonsten finde ich den Typen nur geil. Vielleicht sprechen wir da gerne mal drüber wegen der Brutalität, weil Ben Stiller hat schon mehrere Filme gemacht, aber da sticht, was die Brutalität betrifft, Tropic Thunder eindeutig raus. Oder kennst du nur irgendeinen anderen Ben Stiller Film, wo du sagst, der war mindestens genauso brutal? Na, fällt mir jetzt auf Anhieb auch kein ein. Man kann vielleicht sagen, die Tankstellenszene bei Zoolander ist in der Vorstellung dann brutal, wenn es alle verbrennen müssen. Aber so drauf zum halten, wie er es da am Anfang eben macht, mit abgesprengte Hände und aufgeschlitzte Bäuche mit Gedärme heraus und so weiter, das ist relativ selten bei Ben Stiller-Filmen, ja. Vor allem, wenn man dann bedenkt, der nächste Film von ihm war dann Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Der ist eigentlich dann einfach nur Drama war über Midlife Crisis. Muss man sagen, da ist Tropic Thunder ein ganz anderes Kaliber. Das war wahrscheinlich sein Kontrastkino, das er dann braucht hat, damit er wieder runterkommt. Das Projekt hat er ja, oder den Film hat er ja mit mehrere andere befreundete Schauspieler gemacht. Vielleicht reden wir da über den einen oder anderen. Unter anderem über einen Robert Downey Jr. oder über einen Jack Black. Oh Gott. Was, oh Gott? Verdammter Jack Black. Wobei er mir in dem Film nicht so auf den Sack geht, wie er mir mittlerweile auf den Sack geht. Aber das stellen wir mal hinten. Warum? Der Jack Black ist super. Mhm. Warum geht er da auf den Sack wegen seinen sozialen Medien? Nein, nicht allgemein. Das ist einfach einer von den Schauspielern, die nerven mich mit der Zeit. Das ist, wenn irgendwo dabei ist, dann nervt er mich einfach. Muss ich nicht erklären, hau ab. Das ist so. Naja, dadurch, dass er Tenacious D gegründet hat, ist er für alle seine Fehler verziehen. Ja, okay. Lass ich durchgehen. Solange er nicht mehr in Filmen mitspielt die nächste Zeit. Und weil er sich vom Nilpferd hat fressen lassen im Jumanji-Reboot, das hat mir auch gefallen. Ja, die anderen Schauspieler, die du schon erwähnt hast, das ist ja so eine Gruppierung, die nennen sie Frat Pack. Die sind aber jetzt in dem Film sind nicht so viel von denen dabei, eben nur die zwei, die wir schon genannt haben, der Ben Stiller und der Jack Black. Ist aber, glaube ich, eine sie, glaube ich, selber bezeichnen sie gar nicht als Frat Pack, sondern haben die Bezeichnung vom, ich glaube, Entertainment Weekly und noch in irgendeinem anderen Magazin bekommen und seitdem heißen sie halt einfach Frat Pack. Und wenn man da einen Haufen, wenn von denen Typen, von der Gruppierung ein paar Leute dabei sind, dann weiß man in der Regel schon, in welche Richtung das der Humor gehen wird. Außer beim Jack Black, da geht's in eine blöde Richtung, aber bei den anderen geht's immer in eine coole Richtung. Jetzt lass mal einen Jack Black in Ruhe. Ja, okay. Hör jetzt auf. Ab sofort hack ich nicht mehr auf den Jack Black rum. Heftig. Okay.
Ich habe mir jetzt gerade nur überlegt, eventuell gibt es jetzt einen oder anderen Hörer, der Tropic Thunder noch nicht gesehen hat, der sich jetzt denkt, okay, ihr redet jetzt die ganze Zeit über die Schauspieler, es geht anscheinend um irgendeinen Actionfilm, der da gedreht wird, oder über ein Kriegsdrama, das da eigentlich gedreht wird. Vielleicht erklären wir nur kurz, warum das Ganze dann eine Komödie ist. Weil Witze vorkommen. Weil Witze vorkommen und weil die genannten Schauspieler selber Schauspieler in diesem Film spielen, und jeder von diesen Schauspielern in diesem Film hat eine besondere Macke. Zum Beispiel der Ben Stiller ist der Tug Speedman, und der Tug Speedman ist ein alter Actionheld, der eine Actionreihe gedreht hat, die aber mittlerweile nimmer ganz so erfolgreich ist, und er selber als nicht ganz so erfolgreicher Schauspieler mittlerweile angesehen wird. Ganz im Gegenteil zum Robert Downey Jr., seinem Charakter, Kirk Lazarus. Das ist ein australischer Schauspieler, der dafür bekannt ist, dass er immer extrem in seine Rollen reinschlüpft. Es ist ein weißer Australier, der sich explizit für diesen Film, also für Tropic Thunder, schwarz machen hat lassen, weil er einen Schwarzen spielt. Und man merkt ihm auch in seiner ganzen Art an, dass er auch versucht, mit einer richtig tiefen Stimme diesen afroamerikanischen Schauspieler rüberzubringen. Genau, und bei Schwarz machen, also er hat sich nicht gerade schwarz umhängen lassen, sondern in dem Film hat er sich eine Pigmentbehandlung unterzogen, damit er echte schwarze Haut hat. Was hat dann sein Kollege, der Al Pacino, also Alpa und dann Gino, nicht Al Pacino, sondern Al Pacino, gespielt von Brandon T. Jackson, finde das halt mit der Zeit irgendwie überhaupt nicht mehr cool, dass er da meint, er muss den krassen Schwarzen raushängen lassen und das auch noch, und das toll findet, dass er da so tut, als wäre er wirklich schwarz. Gibt ein paar lustige Unterhaltungen zwischen den beiden, wenn er drüber aufklärt, was eigentlich für ein Vollidiot ist mit seiner Schwarztuerei. So, und dann erkläre ich nur die Rolle vom Jack Black, weil es das du bestimmt nicht machen wirst. Der spielt den Jeff Portnoy. Und Warte, ich kann die Rolle vom Jack Black kurz erklären, die geht ungefähr so. Ja, was in dem Fall stimmt bei seiner Rolle, weil er einen Schauspieler spielt, einen Jeff Portnoy, der nur durch Furzfilme berühmt worden ist. Genau. Wobei ich sagen muss, am Anfang von dem Film kann man ein paar Fake-Trailer, wo man eben dann all diese Schauspieler ein bisschen in Aktion sieht mit ihren Filmen, und eigentlich fast jeder Film, bis auf den Film von Robert Downey Jr., hätte ich Bock, dass ich mal anschaue. Echt, den Film um Jack Black, mir hättest du sagen, diesen Family Fahrt Film Teil 3, in dem er 7 Rollen selber spielt. Ja. Okay. Wir müssen jetzt bekannt geben, dass wir uns leider vom Corbinian trennen müssen bei diesem Podcast. Es ist eine Stelle frei, Bewerbungen bitte an, die Mail gibt's später. Ich finde das faszinierend. Also es gibt ja manche Filme, die sind wirklich genauso. Und ich möchte halt wissen, wie man 1,5 Stunden lang vollpacken kann, nur mit Furzwitzen und mit dem gleichen Schauspieler, der einfach 7 verschiedene Rollen spielt. Also ich kann da zumindest einen Film ans Herz legen, wenn die Fürze so amüsieren. Es gibt nicht einen Film, der heißt Furz. Furz, der Film. Das ist 1 Stunde 29. Es ist halt mit mehrere Schauspieler und es spielen nicht einer alle. Warte, lass mich raten. Es ist ein Drama und es geht um Darmkrebs. Nein, es ist tatsächlich der Versuch, eine Komödie über 1,5 Stunden Furzen zu machen. Ja, ich hab keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich den gesehen habe. Das ist, ich kann da sagen, es hat nicht so unterhalten, wie man sich vielleicht vorstellen würde, das Fürze unterhalten. Ich glaube, ich habe einmal gelacht, aber ansonsten nicht. Aber da du da sehr interessiert dran bist, dann Furz, der Film aus dem Jahr 2000, ist dann anscheinend genau das Richtige für die. Wenn der Jack Black nicht mitspielt, dann scheinen wir gar nicht an. Nein, der ist da leider nicht dabei. Ja, dann kein Wunder, dass das kein Erfolg war. Ich weiß gar nicht, ob er erfolgreich war. Eine Rolle von den Schauspielern, die da auch Schauspieler spielen, haben wir noch vergessen, und zwar die Rolle von Kevin Sandusky. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ich weiß nicht, das ist auf alle Fälle eine Thematik, dass sein Name nicht richtig ausgesprochen wird im Film, oder? Ja, und wir können es auch nicht, oder ich zumindest nicht.
Aber ich glaube, ihr merkt es an mehrere Folgen, dass wir mit manchen von den blöden Schauspielernamen Probleme haben. Und wird gespielt vom Jay Baruchel. Ja, sagen wir Baruchel. 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 Wie darfst du aussprechen? Ich hab den Namen auch noch nie wirklich aussprechen können. Aber was ich jetzt mache, ich suche mir schnell ein YouTube-Tutorial für den seinen Namen. Den Schauspieler kenne ich übrigens nur vom Seth Rogen-Film Das ist das Ende. Also zumindest so, dass er mal bewusst geworden ist, dass das ein richtiger Schauspieler ist. Wobei, stimmt, der hat, glaube ich, eine Rolle in Million Dollar Baby, wo er verdroschen wird. Ah, bei Million Dollar Baby, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Das ist so einer von den Boxer, der da auch trainiert, der aber halt überhaupt keine Muskeln hat, aber halt da auch total dahinter ist, dass er jeden Tag trainiert, damit er irgendwann einmal Box-Champion wird. Mhm. Ja, da klingelt was. Also nicht der Clint Eastwood, sondern der andere. Ja, okay. Danke für den Hinweis. Ich weiß noch, er hat noch mitgespielt beim ersten Mal, da hat er den Kiffer-Typen gespielt aus einer Bude. Gibt's nämlich den geilen Witz, wenn's bei einer klingeln und dann machen's auf und haben feierrote Augen und dann hörst du, was bei einer passiert ist, ja, da haben sie sich gegenseitig im Kissen gepfurzt und haben dadurch Bindehautentzündungen gekriegt. Und bei ihm kommt dann die Frage, wer ihm ins Kissen gepfurzt hat, keiner, ich bin der Prall. Ziemlich amüsanter Streifen. Wir haben ja noch einige andere coole Schauspieler, die in dem Film mitspielen, ja, die aber diesmal keine Schauspieler spielen, sondern tatsächlich Rollen. Also reale Menschen. Zum Beispiel an Nick Nolte. Und die Figur von Nick Nolte, die ist sehr interessant. Das ist nämlich der Vorleaf Tayback. Und der Vorleaf Tayback hat das Buch zu Tropic Thunder geschrieben, das wiederum ein Kriegsdrama ist, das wiederum in Tropic Thunder verfilmt werden soll. Und da der Vorleaf Tayback natürlich ja will, dass das Ganze authentisch ist er aber dem Dreh dabei und gibt ihnen immer wieder Tipps, allerdings in sehr militärischer Form, und empfiehlt dann irgendwann dem Regisseur des Films, dass er doch die Schauspieler nicht so verweichlichen lassen soll, sondern er soll die ganze praktisch in den richtigen Dschungel schicken. Man stellt da überall versteckte Kameras auf und so soll halt dann der Film gespielt werden. Das heißt, dass die Schauspieler wirklich auf sich allein gestellt sind, die kriegen ein grobes Skript, wie es vorgehen sollen und merken dann praktisch gar nicht, dass die Crew dann da ist. Problem dabei ist, kurz nachdem der Regisseur ihm das erklärt hat, explodiert er. Genau, und sie sind mordsbegeistert davon, was das doch für tolle Special Effects sind, was so einer ziemlich widerlichen Szene ausartet, die mir jetzt einmal nicht erzählen, das soll sich überraschen lassen. Genau, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Die Schauspieler denken, sie werden gefilmt und sind da mitten in ihrer Rolle im Film und kommen nur ganz langsam drauf, dass eigentlich sie gar nicht mehr gefilmt werden und dass es ja keine Crew mehr gibt, die auf sie aufpasst. Ja, und kommen so in ziemlich verrückte Situationen. In denen eine der verrückten Situationen ist, was für unsere Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger, die zuhören. Der Jack Black hat Corona in dem Film über uns gebracht. Er beißt nämlich in einer Fledermaus rein. Das darf eigentlich nur der Ozzy Osbourne. Genau. Aber in dem Fall muss ich echt sagen, danke Jack Black, vielen, vielen Dank. Du hasst den Menschen echt, oder? Nein, ich hasse ihn nicht. Hass ist so ein hartes Wort. Ich möchte noch was Positives sagen, und zwar einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler haben wir da auch an Bord, und zwar den Danny McBride. Der geilste Typ auf der ganzen Welt. Seit Eastbound and Down sowieso an der Spitze, meiner Meinung nach, der Comedian-Darsteller. Hat in dem Film jetzt leider nicht so die typische geile Rolle, die er sonst immer hat. So diesen oftmals mit Fokuhila rumlaufenden Vollassi, der ist ja auch noch am Start, und wir haben noch einen versteckten, also für mich war er zumindest versteckt. Was hast du auf Anhieb erkannt an Tom Cruise? Beim allerersten Mal schauen nicht. Ich habe mir das zwar die ganze Zeit gedacht, der erinnert mich an irgendjemanden, aber wer ist denn das? Weil die haben den echt
geil da drin gestaltet, weil er einfach so extrem muskulös einfach rüberkommt oder fett. Die hätte jetzt eher so eine Mischung aus so bullig, hätte ich gesagt, ein bisschen so Fettmuskeln. Und das ist eine absolut untypische Rolle für einen Tom Cruise. Absolut, ja. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch nicht, beim ersten Mal schauen auch nicht drauf gekommen, dass das der Tom Cruise ist. Sehr geil gemacht. Schaut euch den Film unbedingt an, allein schon wegen am Tom Cruise. Ja, der ist echt wert und allein wegen seinem Schlussauftritt. Matthew McConaughey ist noch mit am Start. Wobei, also Matthew McConaughey in dem Film wahrscheinlich auch eher so gefallen ist an die ganzen Leute da, weil er hat jetzt halt keine der humoristischen Rollen bekommen, sondern er ist eigentlich der einzig Normale in dem ganzen Film, hätte ich jetzt gesagt. Naja. Ja gut, bis auf den Schluss, genau, bis auf den Schluss war er dann da kriegt er dann noch die Szene, wo du dann denkst, was zur Hölle soll denn das jetzt eigentlich gerade? Und er eskaliert ja die ganze Zeit nur wegen diesem scheiß Rekorder, den er an Ben Stiller bringen soll. Was man vielleicht nur dazu sagen kann, ist, der Film hat es tatsächlich geschafft, dass er eine Oscar-Nominierung bekommt. Also tatsächlich der reale Film. Und zwar für einen Robert Downey Jr., der ist als bester Nebendarsteller für einen Oscar und für einen Golden Globe Award nominiert worden. Zu Recht da in dem Fall, weil die Rolle, die er da spielt, die ist echt absolut geil. Ist auch ziemlich untypisch für ihn, dass er so, also in so einer Rolle, ich wüsste jetzt auch keinen zweiten Film, die irgendwie ähnlich wäre. Weil er hat doch eigentlich, sag jetzt mal so, vor allem sein Sherlock Holmes und sein Iron Man, das ist ja ein bisschen ähnlich, finde ich, so von seiner, wie er sich da gibt. Du sagst, okay, da glaube ich, verstellt er sich nicht stark. Ein andere Filme, wo habe ich noch gesehen, wie ist der Zodiac Killer. Das ist alles so, dass du sagst, die Rollen, da stellt man sich einfach vor. Aber in dem Fall ist es so eine Rolle, bei der sage ich, ungewohnt für mich. Also muss ich sagen, da war es eigentlich eher nur ungewöhnlicher, einen Ben Stiller in so einer Rolle zu sehen. Mir würde echt gern der Hintergrund davon interessieren, wie der Ben Stiller drauf gekommen ist, dass er diesen Film produziert. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich müssen wir ihm da einen Brief schreiben. Wieder mal, ja. Es ist aber wenigstens mal keine Beschwerdemail wie in den letzten Podcasts. Weil ich habe in dem Fall ist mir auch einmal kein Filmfehler aufgefallen. Okay, das ist auch selten. Sehr selten. Dann die ganz große Frage, wie hat er dir denn insgesamt gefallen? Darfst du eher einen Daumen nach oben oder nach unten geben? Nein, ich gebe auf alle Fälle einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ich finde Ben Stiller Filme in der Regel sowieso fast ausnahmslos geil. Und in dem Fall hast du da so eine geile Schauspielergarde versammelt. Der kann eigentlich nur Spaß machen, der Film. Ja, also ich mach's jetzt nicht an Ben Stiller fest, weil es gibt, wie ich finde, ein paar schwache Ben Stiller Filme, vor allem immer, wenn es ein bisschen zu sehr in die Romantik reingeht. Das ist einfach nicht so mein Wetter. Wobei ich sagen muss, Tropic Thunder gefällt mir einfach echt gut. Ich kann aber alle verstehen, die sagen, das ist jetzt nicht ganz so ihr Wetter, wenn man vielleicht rein vom Titel und rein von der Aufmachung davor ausgehen könnte, dass es sich dabei nicht um eine Komödie handelt, sondern tatsächlich um irgendein Kriegsdrama. Und wer jetzt da extrem viel Realismus erwartet, vielleicht sie den anschaut in der Hoffnung, das ist ein kompletter Actionfilm, das ist es halt einfach nicht. Dann komme ich ja vielleicht auch gleich zu dem, was mir gut gefällt und was mir nicht so gut gefällt. Was mir hervorragend gefällt, ist einfach der ganze Mix. Mir gefällt die Darstellung von dieser Medienwelt, von dieser Schauspielerwelt, wie die ganze Truppe miteinander agiert. Und dazu auch noch, was den Film für mich auch toll macht, ist der ganze Soundtrack, weil halt einfach so eine Mischung drin ist aus 70er Jahre Vietnam-Kriegsfilm und Hip-Hop. Das Ganze rundet jetzt irgendwie für mich ab, weil der Film einfach dadurch viel cooler rüberkommt. Was mir nicht so gefällt, ist diese Darstellung von ganz ruhigen Momenten, die für mich einfach ein bisschen zu lang dauern, die den Film dann seltsam machen. Und was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen?
Also, gefallen hat mir auf alle Fälle auch der Soundtrack, den hätte ich auch wieder mal mitgenommen, aber wie so oft kommst du mir dazu vor? Ja, ich als alter Gorehound stehe halt dann auf diese Gewaltexzesse, die es da am Anfang ein bisschen gespielt hat, die sind super, dann der ganze Witz geht ja da ziemlich fein auf die Schauspielerriege selber, also auf Schauspieler, die sie einfach zu ernst nehmen, die ziehen sie da ziemlich geil durch den Dreck. Das finde ich auch, wie dieses ganze Business da, wie das alles hier dargestellt wird, das finde ich ziemlich geil. Und auch die Action-Szenen sind dann cool gemacht, fette, echte Explosionen, da bin ich sowieso immer Feuer und Flamme. Haha, bei Explosionen Feuer und Flamme. Wenn das echte Explosionen sind und keine hässlichen Computerdinger. Was ich dem Film ankreiden würde, wäre in dem Fall dann auch diese, wenn's versuchen, dann doch ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, und das nimmt immer ein bisschen das Tempo und fühlt sich bei dem Film ein bisschen deplatziert an, wenn so Idioten auf einmal versuchen, ernst zu sein. Das passt irgendwie im Gesamtkonzept nicht rein für mich, aber wie du schon gesagt hast, das ist relativ selten und deswegen fällt es nicht so stark ins Gewicht. Und eben, wenn man dann das Gesamtpaket anschaut, ist absolut unterhaltender Film, der Spaß macht und den man sich ja öfter im Player reinhauen kann. Genau, wie schon gesagt, ihr dürft keinen Actionfilm erwarten, das ist es nicht durchgängig. Es sind zwar echt viele Action-Szenen dabei, aber es ist halt wirklich eine Komödie. Und unter dem Aspekt sollte man sich den Film dann auch entsprechend anschauen. Oder als Actionkomödie vielleicht. Dann war's das schon wieder. Ihr merkt schon, wir nehmen die unterschiedlichsten Filme durch. Und ihr dürft uns auch gerne Tipps geben, was wir uns anschauen sollen, über was wir reden sollen. Und sagt uns auch ruhig eure Meinung zu Tropic Thunder. Wie hat er euch gefallen? Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus.